Moinsen, ihr Leichtmatrosen! Vor einiger Zeit hat mich mal jemand gefragt, ob ich ein FAQ machen kann. Daraufhin konntet ihr mir dann eure Fragen stellen. Und ja, heute ist es endlich dran, das FAQ, und legen wir einfach mal los. Thomas K. fragt, wie alt bist du? Im Kopf bin ich 5 Jahre alt, würde ich sagen, aber ich bin letztens 22 geworden, auch wenn man mir das vielleicht nicht ansieht. Gegrillte Pommes hat gleich 3 Fragen gestellt, und zwar: Spielst du ein Instrument? Was ist dein schlimmster Albtraum? Und Sommer oder Winter? Zu Frage 1, ich spiele gleich mehrere Instrumente, auch wenn ich ein paar davon nicht so gut beherrsche. Also Gitarre kann ich eigentlich gut, würde ich sagen. Man lernt immer dazu, das ist natürlich klar. Und ein bisschen kann ich Piano spielen, Schlagzeug und Melodika. Dann zu Frage 2, was ist dein schlimmster Albtraum? Natürlich wäre das irgendwie, wenn irgendwas mit meinen Freunden passiert oder mit meiner Familie. Und ja, mehr kann ich dazu irgendwie jetzt gerade gar nicht so spontan sagen. Dann zu Frage 3, Sommer oder Winter. Da kann ich mich irgendwie nie entscheiden, weil ich finde eigentlich beides gut, Winter und Sommer. Aber irgendwie freue ich mich dieses Jahr mehr auf den Sommer, weil wir hatten ja keinen richtigen Winter dieses Jahr. Und ich glaube, letztes Jahr auch nicht wirklich. Deswegen, dann würde ich jetzt eher sagen Sommer. So, next question. Lea Little fragt, hast du Serien, die du regelmäßig verfolgst? Da ich nicht wirklich viel Zeit zum Fernsehgucken habe, habe ich auch nicht viele Serien, die ich so verfolge. Also ich hatte jetzt eine amerikanische Serie, Faking It, die läuft jetzt auch immer bei Nick Night, immer, ich glaube sonntags oder so, um 10:30 abends. Und ja, die habe ich eigentlich schon, also die erste und die zweite Staffel konnte man immer auf MTV gucken. Und die läuft jetzt zum ersten Mal im Fernsehen. Das habe ich geguckt oder gucke ich jetzt auch noch. Und dann ab und zu mal GZSZ. Und kommt da noch was zu? Nö, ich glaube nicht. Der Specht fragt, hast du irgendwelche Vorbilder? Ja, Ina Müller und Otto Waalkes. Und dann hat er noch eine Frage, wann bist du mal in Hamburg unterwegs? Das dauert gar nicht mehr so lange. Und zwar am 1. Mai bin ich da auf einem Thomann-Giri-Konzert. So, Nico Shadley oder Shadley, ich weiß leider nicht, wie man das ausspricht, tut mir leid, fragt, mit welchen YouTubern ich mich gerne mal treffen würde. Das sind gleich mehrere, unter anderem Dana, also Felix von der Laden, dann Kelly aka Mrs. Vlog, Joyce Ilk, Live with Melina, Gar nix, Mirella und wen habe ich denn noch? Mehr fällt mir gerade im Moment nicht ein. Josie Famosi hat gleich mehrere Fragen, und zwar, was ist deine Lieblingsfarbe? Das war eine Zeit lang mal lila, und jetzt muss ich sagen, habe ich irgendwie gar keine Lieblingsfarbe. Wenn ich das so spontan sagen müsste, wäre das, glaube ich, blau und rot und vielleicht ein bisschen gelb. Sagen wir einfach mal bunt. Dann hat sie mich noch gefragt, was war dein Lieblingsfach in der Schule? Das war definitiv Sport. Was würdest du dir nie trauen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde mir nie trauen, mich zu trauen, also sprich heiraten. Das ist total blöd, die Antwort, aber jetzt so spontan fällt mir echt nichts Besseres ein, und das ist irgendwie die Wahrheit. Melissa UK fragt, wann hast du dir zum ersten Mal die Haare gefärbt? Das ist noch gar nicht so lange her, das war 2012. Da war ich abends bei einer Freundin, und dann haben wir uns, glaube ich, beide sogar die Haare gefärbt. Ich weiß gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall kam ich dann nach Hause, und meine Mama hat es gesehen, und die war nicht so begeistert davon. Das war rot, also nicht so ein Rot, sondern ein anderes Rot, aber mein Gott, ne? Man muss auch mal was ausprobieren. Sorry, wenn ich ein bisschen zu schnell rede, das habe ich manchmal. Ich hoffe, man kann mich trotzdem verstehen. Das wird sich natürlich nachher rausstellen beim Schneiden, aber dann kann ich es auch nicht mehr ändern. Dann hat Melissa noch eine Frage. Was war bzw. ist die abgefahrenste Idee, die du je hattest oder hast? Ich habe öfters mal irgendwelche komischen Ideen, wo die Leute mich dann auch fragen, ey, wie kommst du eigentlich auf sowas? Und eine davon ist, von Ostfriesland mit dem Longboard nach Berlin. Jetzt werden sicher viele denken, ja, jetzt hast du nur von der Longboard-Tour und bla bla bla. Ist auch so. Also ich habe die komplette Longboard-Tour durchgeguckt, und danach dachte ich auch so, ey, das musst du auch irgendwann mal machen. Zwar nicht so eine weite Strecke, ich meine, okay, von Ostfriesland nach Berlin, ne, das ist ja auch schon was. Also wer Lust hat, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Vielleicht kann man da irgendwas machen. Und ja, nächste Frage.
Oder besser gesagt mehrere Fragen, denn Finjali hat auch 3 Fragen gestellt. Und zwar, hast du dir schon mal etwas gebrochen? Ja, ich habe mir mal den Ringfinger beim Fußballspielen gebrochen. Wie kriegt man das hin, fragt ihr euch bestimmt jetzt. Ich stand im Tor, bin zur Seite gesprungen und dabei ist mein Finger irgendwie nach hinten geklappt oder wie auch immer. Auf jeden Fall war er kaputt. Könntest du dir vorstellen, ein Video mit Melina zu drehen? Ja, das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte so ein bisschen Angst vor ihren Zuschauern, weil wenn ihr so in letzter Zeit ihre Videos verfolgt habt und auch mal die Kommentare durchgelesen habt, steht da ja öfters mal gerne Bonnie zerstört Melina und nachher heißt es nicht mehr Bonnie zerstört Melina, sondern Nele oder Miss Lolhe zerstört Melina und davor hätte ich echt ein bisschen Angst. Wie lange sprichst du schon Plattdeutsch? Plattdeutsch war meine erste Sprache, die ich gelernt habe, vor Deutsch. Und ja, wann fängt man als Kind an zu reden? Mit einem Jahr oder vorher schon irgendwie an zu brabbeln? Auf jeden Fall war das meine erste Sprache, die ich gelernt habe. Dann kommen wir leider auch schon zur letzten Frage. Und zwar wurde mir die auf Twitter gestellt von Ostfriesland Fotos. Wie viele Blubberbläschen verträgt Parkettboden? Damit ist das von dieser schönen Pistole hier gemeint. Ja, es fängt mega an zu kleben nach einer Zeit und irgendwie muss man echt aufpassen, dass man darauf nicht ausrutscht. Das wäre mir nämlich fast passiert. Deswegen ist es, glaube ich, besser, wenn man das Teil draußen benutzt. Oder man muss immer gleich danach wischen, wenn man diese Pistole benutzt hat. Aber ich habe das auch schon ganz oft in meinem Zimmer gemacht. Mein Boden ist noch heile, also von daher würde ich mal sagen, es ist nicht schädlich. So, es fängt schon wieder an zu blinken, deswegen rede ich jetzt doppelt so schnell wie sonst. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch einfach einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mehrere Fragen habt, dann schreibt mir die wieder in die Kommentare. Hier oben kommt ihr jetzt zum Mittwochsvideo und da unten zum Samstagsvideo. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis Samstag. Tschüss!